Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Luxor zu und unterwegs. Schön, dass du da seid. Ich hoffe ja, jetzt mitten in der Session, dass ihr Träume vom Fastelovend auch am Blöhe sind, wie es uns Motto von 2025 so schön seht. Auch wenn wir ja in arg schwierige Ziege leben. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, wer hat so viel Geld? Hat dat mit gesungen? Ich löf, dat Lied kennen sie all. Nicht nur ob Fastelovend. Of, meinst du nicht? Ja doch, das meine ich auch. Das könnt man ja auch das ganze Jahr über singen. Meinst du eigentlich, dass wer soll das bezahlen wirkliche Fastelovenslied ist? Ja und nee. Also nee für das Thema de dure Sache sind und nicht der Fastelovend. Aber ja, wie es noch kein Öelskes gab oder der Miete noch kein Öelskes hatte, konnte man doch nur über die Sitzungen im Fastelovend an der größere Publikum kommen. Of natürlich über das Radio, das ging. Der Text hat ja auf den ersten Blick wirklich nichts mit dem Fastelovend zu tun. Also wenn es Trommelche geht, da stehen wir parat und wir trecken durch die Stadt, Kölle Alaf, das ist eindeutig auch ein Inhalt vom Fastelovend. Auf einmal Prinz zu sein in Kölle am Ring vom Dieter Stolter auf, ach wäre ich nur ein einzig Mal in Schmucker Prinz im Karneval vom Fritz Weber. Das ist auch Fastelovens Thema. Der Reinhold Lewis, der han sich gefragt, auf jedes rheinische Mundartlied auch ein Fastelovenslied ist. Und der Wolfgang Oelsner det uns dem Reinhold Lewis die Antwort verrate. Er sagt, ob Hodeutsch, es sind Volks- und Heimatlieder. Doch der Karneval ist ihr Mäzen. Für Mäzen tät man höchstwahl eher Sponsor sagen oder auf Hochdeutsch Unterstützer, hört sich komisch an. Ja, das stimmt. Der Mäzen, also ob Latin Mäzenas, war der Sponsor vom römischen Dichter Vergil. Das war also der erste große Sponsor, den wir hier in Europa kennen. Der Vergil konnte mit dem Mäzenas singen Nüssele, leben und sing dolle Aeneis schreiben. Aber der Kund gei Kölsch. Apropos, für Lück, die Kölschlehrer wille, ist doch jedes Kölsche Lieder Ringerdüfje. Da singen auch Lück mit, die in kein Kölsche sind. Wenn die Melodie so richtig geht, ist es doch leichter, der Kölsche Text zu behalten. Da haben wir wahrhaftig Glück gehabt, mein ich. Es ist ja schlimm genug, dass uns Sprach von Jahr zu Jahr weniger gesprochen wird. Aber es ist Glück, dass wir die Lieder haben. Ein Freund von uns, der im Fastelovend in der Palz engagiert ist, sagt, dass er uns Kölsche richtig beneidet hat, wegen der Lieder. Die Pelzer haben das nicht. Und die können also, wenn sie ihre Dialekt lehren, auf Übewelle dort nicht zurückgreifen. Es ist bedrückt, dass der Reinhard Lewis voriges Jahr, also 2024, gestorben ist. Was hätte der nicht alle rausgefunden über die Kölsche Originale und über die Zeit nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg? Jetzt drüsen in der Ewigkeit, wenn sie zusammen Fastelovend führen und et Arnelsche Flöt. Jetzt kommen ich an das Erzählen. Also, der Reinhard Lewis hat es schön gesagt. Die Lieder sind Volkslieder, will allemal sie singen können. Und das auch oft genug tun. Und es sind Heimatlieder, weil sie sich auf die Stadt betrecken, wo wir herkommen und wo wir uns zu Hause fühlen. In Köln. 12.000 soll es davon geben.
kann man sich auf der Homepage von der Akademie für uns Kölsche Sprach genau beluren. 12.000 Lieder. Wahnsinn. Jetzt lassen wir endlich ob der Jupp Schmitz kommen. Der Name Schmitz ist altens Kölsch. Ja, et Eva, dem Adam sing Frau, war ja ein geboren Schmitz. Haha. Dem Jupp Schmitz in Texte sind manchmal Kölsch, aber oft auch ob Huditsch. Das hat auch jetzt mit der Nüssle zu tun. So lässt sich ein Lied in ganz Deutschland verkaufen, nicht nur im Rheinland. Ja, das stimmt natürlich. Was der da singen tät, spricht ja auch nicht nur de Menschen an, die Kölsch verstehen. Also, dat wer soll dat bezahlen, ist genau richtig für all de Menschen in der Zeit nom Krieg und noch der Währungsreform. Jetzt lass mir doch ein bisschen erzählen. Der Jupp Schmitz ist 1901 geboren und 1991, gut nach seinem 90. Geburtstag, gestorben, beits in Köln. Dem sing Ältere hatte beits jetzt für Musik übrig. Der Vater der Trötspiele. Aber die Mam hat sich durchgesetzt und dafür plädiert, dass der Jung Klavier spielen sollte. Sie müssen eher streng mit ihm gewesen sein. Wann er spielen jonnen wollt, also noch draussen bei der anderen Pens, han sie ob dat Piano forte gezeigt und gesagt, da kannst du spielen jonnen. So hätte auch fließig geübt und ist wahrhaftig Konzertpianist geworden. Das muss man sich vorstellen. Wann in der Marthal, in der Frankstraße, war die Feuer, am Tag et Obst und Gemüse und so wie ausgepackt wurde, war der Jupp Schmitz alt da und hätte Marzglück unterhalten. Und danach ist er am Konservatorium gegangen. Der war uns mit Willi Ostermann auf Tournee. 2 echte Kölsche. Und so eine Kerl muss dann auch in der Krieg ausgerechnet nach der Marine, wo er ja nicht schwimmen konnte. Auch bei den Soldaten hätte Musik gemacht. Und wie er wieder nach Köln kam, hätte er darüber ein Lied geschrieben, wo die Noten ganz lang verschwunden waren. Der Rainer Louis hätte sie gefunden. Hut ins der Text. Min herrlich Gölle, wie süß du us. Wo sind die Straße, wo stund min Hus? Und bist du auch zerschlagen, dat ändert ja nix dran, dat mir mit heißem Hetze von neuem fange an. Das geht unter der Huck. Und natürlich hatten die Menschen so viel Lust, wieder zu feiern. Da haben sie Stimmungslieder wie im Winter das schneidet, gut gepasst. Einfach jetzt aus der Natur und nicht so wie möglich und bedrückt. Im Winter dann schneidet, im Winter ist es kalt, immer kalt, immer kalt, immer kalt. Und ja, mir im Winter auch ja nicht. Es hat Luther mit der Zeitgeschichte zu tun. Ich habe es beim Gerold Kürten gelesen, ob Huditsch. Die Geschichte des Liedes ist die Geschichte der Stadt und ihrer Menschen. Das hätte Jod gesagt, mein ich. Ein schönes Beispiel dafür ist aus der Zick, wo man halt wieder jetzt anzutrecken hat und jetzt zu essen und auch eine Wohnung. Also die Zick von der ersten Reisewelle. Ich fahr mit meiner Lisa zum schiefen Turm von Pisa. Sie muss das Ding mal sehen, um endlich zu Ja, verstehen. das ist wahrhaftig ein Spiel von der Zick. Außer dem Lied für schön zu schunkeln, wir kommen alle in den Himmel. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das hat keinen konkreten Zeitbezug, wie man sagt. Engelscher sind wir ja die ganze Zeit. Ja, da hört uns Engelsche, der brave Hermann. Aber ganz im Ernst, das wäre Thema für eine eigene Podcast, der Engelsche. Wir waren ja ursprünglich ever dran mit der richtigen faste Lovenslieder. Das bekannteste vom Jupp Schmitz ist das,
wo der Fastelavond alt wieder vorbei ist. Ich schwöre von Treue, sie brechen entzwei. Ich läuft, das kennen sie all hier in Köln. Allein vom Nubbel, auf besser von dem Abend, wo der Nubbel verbrannt wird. Vielleicht haben wir hier der ein auf andere, der das nicht kennt, auch wenn es zig Jahre in Köln Usus ist und von einer ganzen Rutschwirtschaft der verhaftige Fleisch wird. Tun das doch ein bisschen verklören, bei wat für einer Gelegenheit das Lied gesungen wird. Das ist Brauchtum. Jedes Mal wird ob Fastelavond über de Boards von einem Kneipp, meistens ist es ein Kneipp, ein Figur abgehangen, ein Strühpop, ein ausgestopfter, versteht sich. Die heißt der Nubbel. Und am Abend vom Dienstag für Aschermittwoch wird die verbrannt. Und dabei wird das Lied gesungen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das ist ein richtig Ritual. Rituale können wir ja jod gebruchen, wenn es eine Passage, also eine Übergang geht. Wenn wir heiraten, wenn wir in einen Verein aufgenommen werden, wenn wir das erste Mal in der Schule gehen, wenn das Spiel vom FC anfängt und so weiter. Viel davon geht es in der Religion. Und früher waren ja die meisten Leute katholisch in Köln. Und das tät man bei der Nubbelverbrennung auch ausnutzen. So ein Ritual war für alle Malde bekannt. Einer von den Yes oder sonst einer spielt der Pastor und fröhlich auf Sing. Wer ist schuld, dass wir so viel gesündigt haben? Wer ist schuld, dass wir so viel gesoffen haben? Und die ganze Rutsch fragen noch dabei. Und die Gemeinde, also die Leute, die gerade in der Wirtschaft, auch für der Wirtschaft sind, antworten, der Nobel ist schuld. Mit der Figur wird noch all die Sünde aus der Zeit vom Fastelavond verbrannt. Alles fort. Der Wunder, dass in Köln, dass es da drunter und drüber geht. Woanders heißt der Nubbel auch der Zachäus, also aus der Bibel der Zachäus. Das war ein Zöllner, also ein Römer, der hat der Jesus kommen sind zwischen ganz viel Menschen. Und weil der unbedingt sehen wollte, ist er auf einen Baum geklommen. Das ist vielleicht der Zusammenhang mit der hüteren Position über der Tür, die der Nobel auf Zachäus hat. Das Lied am Aschermittwoch ist alles vorbei, muss bei so einem Ritual dabei sein. Wer nichts vom Jupp Schmitz kennt, das kennt er dann doch. Und mit Note steht es auch auf seinem Graf auf dem Stein für der Jupp und et Bärbel Schmitz. In der Nähe von der großen Trauerhalle auf Malote, von der Millionenallee der erste Weg Reis. Die Stadt Köln hat auf ihrer Homepage auch jetzt über die Karnevalisten auf Malote geschrieben. Und wenn man denen folgt, stimmt, dass die Lieder der Jupp Schmitz unsterblich gemacht haben. Das ist ein großes Wort, aber das ist toll. Auch wenn er nie gesehen hat, der Schmitz, im Schlafzimmer oder auf der Sitzung, kennt die Musik. Auch mir wie 30 Jahre noch singen tut. Einmal ist es allerdings endlich in der Butzi gegangen. Ach, jetzt könnt ihr erzählen über jetzt wahrhaftig besonders. Ja, das war 1964. Das erste Mal, dass die Prinzenproklamation auch im Schlafzimmer übertragen wurde. 10 Millionen Leute haben das damals in ganz Deutschland gesehen und gehört. Die Veranstalter hatten der Jupp Schmitz gefragt, ob er in seine neue Kleidage ausprobieren tät. Und das hat der Jupp Schmitz getan. Er war kostümiert als Hetejung, als Hirtenjunge von St. Katrin. Der ganze Auftritt sollte eine Parodie auf einen Heimatfilm werden.
Das Wöbsche, das war neu und war zu viel für das Publikum. Das konnte man direkt merken. Damals war es ganz streng. Es war Usus, dass die Kerls mit dem schwarzen Anzug, mit dem weißen Hemd und mit einer Pflicht auf Krawatte kommen. Und so elegant hätte man natürlich auch der Job Schmitz gekannt und nicht mit einer Kotelederbotz als Jung. Wie der dann anfing zu singen mit seinem neuen Lied, der Hirtenknabe von St. Kathrin, täten sie sich im Publikum et eich unterhalten. Sie haben einfach nicht zugehört. Und wie er wieder gesungen hat, fingen die Echte an zu flöten, ihn auszuflöten. Das muss man sich vorstellen. Es kommt noch schlimmer. Der Kommentator vom WDR-Fernsehen hat sich vom Programm distanziert. Er sagt, die Zuschauer sollten doch am Apparat, also am Schluffeken mal bleiben. Es wird gleich wieder ganz nett. Das ganze Kröpsche kann man heute noch im Originalton hören. Das ist fast gehalten in einer Folge vom Zeitzeichen im WDR-Radio. Hüg det dat fluppe, wer jet dann hüg noch mit dem Fingeranzug nach der Sitzung. Hüg kräht he Standing Ovations. Und ein Denkmal hätte Job Schmitz gekriegt. Dafür die Leisten, damals der Preises vom Festkomitee, hat sich dafür eingesetzt. Und es hätte gefloppt. Der Olaf Höhnen hat es fabriziert. Aus Bronze, da sitzt der Job Schmitz mit der typischen Mütze, dem Schiffchen, an einem Flügel und die so loslure, so eine richtige Rehlächer. In der Salomonsgasse, in der Innenstadt, genau genommen am Job Schmitz Plätzchen, kann man es sehen. Ich mein, am Mieze sind wir mit dem Job Schmitz verbunden, wenn wir mitsingen. Oft nicht. Es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Ich stifte eine Runde für den ganzen Saal. Und vielleicht sind wir ja auch durch uns kölsche Sprach mit dem Job Schmitz besonders verbunden. Das war jetzt eine raffinierte Überleitung zu unserem Sprachkurs. Jetzt wird Kölsch gelehrt. 2 Ausdrücke tun wir wiederholen, die für das Fernsehen. Wer Fernsehen sieht und nicht Fernsehen, klingt ja alt ein bisschen kölsch. Es gibt noch 2 schöne Ausdrücke, die evens alt vorkommen. Der Eugelskiss und das Schluffekinema. Das hätt man wieder abgegriffen in der Corona-Zeit und danach. Das Schluffebüro ist das kölsche Wort für Homeoffice. Jetzt all das, was ob Fastelavond vorkommt. Ob in der Sitzung, versteht sich. Schunkele und Krakele, wann gerade in der Sitzung sind. also laut rumschreien, Ja, und so für. also viel trinken. Mit Drecke auf einfach Drecke. Also ziehen, wie der Trecker, der ja eine Ware trecken tät. Ja, das heißt Mädchen. Als Chef vom Elverrot präsidieren. Also der Präsideurs mache, schön französisch. Und wenn es ganz fies ist, eine auf der Bühne ausflöte oder ja, ausflöte ist der richtige Ausdruck. Auspfeifen. Ja, Lev Lückscher, wir sind für Hück am Eng von unserem Podklav. Wir wünschen euch eine wunderschöne Fastelavond. Dodet von Hetze genieße, jeden Moment. Es dauert kein Ewigkeit und am Eschermittwoch ist alles vorbei. Atschüss und halt euch Salze.